Herr Präsident, die Damen und die Herren, es fehlt, wie sich geheiert, auch aufhängen dieser Regierung an den Parteien, die dort Regierung steipen, zu felicitieren für ihr Wahlresultat. Das geheiert sich so, und das, was ich nicht Glück wünscht, ob weh, als das am Interesse vom Land, da das, was ich viel geholt habe, aber möglich Stadt, dass er neu sie verholt, könnt gut durchführen. Es ist allerdings, wenn man die Bemerkung erlaubt, nicht eher verdingst, allein auf jeden Fall nicht, dass das Regierung Kafiro gefeiert geht. Es ist zu einem großen Teil an Mengen einem taktischen Fehler von der CSV zu verdanken, dass die Regierung heute sitzt. Weil die Regierung hat können in eine kleine Majorität kreieren, weil CSV eine Alternative zu Gambia nicht wollte proposieren. Nämlich eine Koalition CSV-ADR, die an Eisen viel Wähler interessiert hat, und auch die Reden, die CSV de Moyen Hai gehalten hat oder de Mittag, weisen, dass viel von ihrem Programm mit Eis möglich gewesen wäre. Wenn also Hai an der CSV ein tiefere Gräbe steht über den Zustand, den wir heute haben, nämlich ein Büttel 2 Regierung oder ein Gambia 2 Regierung, wie auch immer, dann ist das aber auch einem taktischen Fehler von ihnen selber zuzurechnen. Ich will auch aus aktuellen Gründen vielleicht sagen, dass der Umfang, der Stilumfang von dieser Regierung nicht ganz glücklich wäre. Und ich komme auf das zurück, was vielleicht den Herr Vizepremier Schneider mit seinem Tischruf Känguru schon angelegt hat. Ich gehe darüber an. Es ist am Mengen wichtig, dass eine Regierung ein vorbildliches Stil mit dem Parlament und mit den Deputierten pflegt. Die lehrt, wenn das nicht wisst, die lehrt, weil da nicht mehr 31 Deputierten hat und dadurch auf jeder einzelnen von ihren eigenen Fraktionen angewiesen sind, was ganz wichtig ist. Die lehrt aber auch dadurch, oder die muss das observieren, dadurch, dass das Parlament die Regierung kontrolliert, was ein Fundament von unserer Demokratie ist. Es kann nicht sein, dass der Minister ob ein parlamentarisch froh nicht antwortet. Auch wenn es wenn der Minister ein parlamentarisch froh nicht gut findet, nicht opportun findet, dass er sich darauf steuert. Das kann kein Grund sein, für ein parlamentarisch froh nicht zu beantworten, weil wie einfach ist es? Wie einfach ist es, einer reeller oder auch nicht länger viel getäuschter moralischer Empörung ein parlamentarisch froh nicht zu beantworten, für eine Antwort aus dem Weg zu gehen. Wir dürfen nicht auf den Weg und zu tolerieren, dass eine Antwort evitiert wird. Und dafür stellen sich die Fragen auch nachher, schrecken sie nachher an, die nicht klar beantwortet werden. Punkt für Punkt muss die Regierung antworten. Sie kann sagen, das will aber nicht. Das sie mir ernst. Aber sie kann nicht pseudomoralisch sich der Antwort entziehen. Das ist nicht demokratisch. Es ist eine Frage von politischer Kultur, wie sich der Kontrolle vom Parlament zu stellen. Und wir werden nicht darüber verzichten. Am Fond, ich will mich auch nicht der Diskussion über den Fond von dieser Frage entziehen. Wir sind hier am Herz von der Politik, zum Teil am Herz von der neuen Verfassung. 2 Fragen haben ja anscheinend mit der Minister Kahn, die auch hier ist, dafür darf ich es auch direkt ausschwätzen, besonders gesteuert. Die erste Frage betrifft, wen die Frage, und das hat Herr Meisch, das sagt den Herr Meisch direkt konzerniert, betrifft, wen als responsabel, wen als zuständig, wen hat Recht, Sexualerziehung von den Kindern zu steuern. Also sind es die Eltern oder ist es der Staat? Ich schwätze von der Känguru-Diskussion. Echt froh. Ich meine vor an der Presse, der wird gefeiert, die müsst es wissen, Herr Engel. Dann die echt froh, also wen hört Recht, die Erziehung von den Kindern zu steuern, die Eltern oder der Staat. Den Artikel 18 von der Kinderrechtskonvention beantwortet die Frage. Da seht, die Responsabilität première liegt bei den Eltern, für das zu machen. Dafür ist das an Eisen ganz klar, dass der Staat muss die Eltern konsultieren, dass die Eltern dezidieren, was für Kinder altersgerecht ist,
was sie hinnen wollen, auf welchem Alter zumuten, beibringen, wie auch immer. Der Staat darf sich nicht substituieren. Und es gibt hier am Land einen Plan, den abgestaltet genoss über Sexualerziehung, über Rechte von den einen oder anderen, den eigentlich Rechte von den Älteren überhaupt mal nicht annimmt. Es muss ich noch wissen, dass ein Risiko besteht an der Pädagogik, zumindest an der Schule. Das ist ein allgemeines Prinzip von der Pädagogik, dass es ein Indoktrinationsverbot gegenüber den Kindern gibt. Auch an der politischen Erziehung zum Beispiel. Ein Zentrum für politische Bildung hat sich auch daran zu halten, dass eine Indoktrination von den Kindern nicht vorkommt. Und das gilt auch im Bereich von der Sexualerziehung, soweit Schule überhaupt kann, dafür zuständig sind. Wir betonen auf jeden Fall das Recht von den Älteren, aber wir sind da auf sicherem juristischem Grund eben durch die Kinderrechtskonvention. Das zweite ist die Frage von der natürlichen Familie. Das betrifft nicht Adoptionen, das betrifft nicht eine Prokreation médicalement assistée bei Leuten, die eben Unfruchtbarkeitsprobleme an ihrer Koppel haben. Das ist nicht das froh. Die Frage geht viel mehr weit. Es ist eine ethische Frage. Es ist eine Frage, ob Medizin alles darf machen, was sie heute kann machen. Prokreationsmedizin, notamment, darf die alles, was möglich ist. Und das ist ganz schwierig. Weil wir haben zu Lützeburg eine Debatte lo, die hier geht an ein Land einzigartig mischt. Nicht durch gratis öffentlichen Transport, was der Herr Staatsminister ja in der Strache hat, dass dadurch international remarkiert ist, oder durch Liberalisierung vom Cannabis. Hier also ein dritter Punkt, über den nicht geschwärzt wird, den also aber auch international praktisch isoliert, das ist, dass man praktisch ein Recht aberkannt aufhören. Bislo as het eng Sache an eiser westlicher Zivilisation undiskutiert. Dat Kant d'Rechter huet. Aber net irgendein erwusene Person ist schon recht unbekannt. Ein Mensch ist kein Objekt de Commerce. Ein Mensch ist kein Sache, die handelbar ist. Und hier sind wir am Herz von der Diskussion. Den Artikel 38 von der neuen Verfassung, die hier proposiert wird, von der CSV gedrohen, den hat den Artikel, der sieht, all Mensch, der Staat soll all Mensch, das Recht von all Mensch unterstützen, der von einer Familie zu gründen. Übersät der Staat Kammer zu holen. Und am Exposé des Motivs von der Verfassung, die proposiert ist, da steht, wie gilt das, da muss man gucken, Jurisdiktionen sollen das dann evolutiv suivieren, wie das ist. Mit das Filiationsgesetz, was das Regierung schon an der letzten Legislaturperiode vorgeschlagen hat, an Orlo dachte, ja, dir hat ein eigenes Projekt, Herr Bratz, aber mit ihren Modifikationen vorgebracht, und wir haben den hier in der Chambre diskutiert. Der wollte das mit Sachen korrekt sein. Da bleibt doch korrekt, das Projekt de loi von der Regierung vorgebracht. Herr Karteiser sieht d'accord, dass Herr Bratz sich ein vorstellt. Herr Bratz, die Kurt. Ja. Den Herr Bratz hört Wort. Den Herr Bratz hört Wort. Ich wollte just präzisieren. Ich wollte just präzisieren, Herr Präsident, und Adresse Herr Karteiser. Es versteht Ihren eigenen Minister nicht von der Zwischenschweiz. Also, wenn ich geliefert muss, Herr Bratz ganz ruhig wird, da könnte man reden, während Dialog feiern. Herr Bratz, dir an Ihre lange Tour. Ich wollte just präzisieren, und Adresse Herr Karteiser, dass die Projet de loi schon von der Regierung von 2009 bis 2013 deposiert gehen aus, an dass wir auf Basis von dem Text an der letzten Legislatur Diskussionen an der Kommission Juridik weitergeführt haben, an einem ganz breiten Konsens der Partei ausgeklammert. Ja, das du sech konfirmiert, wat gesot hat an der letzter Legislaturperiode eng Diskussion darüber, dat gött vun Ärer Regierung unterstützt die Änderungen an die Diskussionen ginne befieren. Mit dat so kein Element. Mir werde schon so Artikel 38 von der Verfassung as also so formuliert, dat ihr könnt ein Recht op bekannt aufleden durchauser an dat Filiationsgesetz wird an der Diskussion schenkt dat zu bekräftigen. An dat as eng menschlich Tragödie muss man da mal so gesehen wie es ist. Weil was hast du proposiert?
das proposiert Möglichkeit von einer Prokreation Medikamentsystem postmortem. Das heißt, das nun Tod vom Pap macht man zu einem genetischen Material kann Wesekant bewusst produziert gehen. Das für das Kant ganz schlimm, weil es sein Pap niemals aus seinem Leben kennenlernen. Dann der Zweite, was proposiert ist, das ein PMA exogen, das heißt man ein Tierdonneur für Koppeln, das heißt normalerweise in das lesbisch Koppeln, wo ein Tierdonneur könnt, für dann eben Kant zu holen. Kant wird priviert aus für seinen Pap. An dem Message, den Nummer rund Männer an und Pappe geht, als der dir sieht nicht neidisch an der Evolution von einem Kant. An dat Kant hat nie eine Chance, aus seinem Leben normalerweise sein Pap kennenzulernen. Heißt, du weißt mal nicht, wie sein Pap ist. An der dritte ist, dass über einen MW GPR ermöglicht wird, also eine Gestation pour autrui, eine Leihmutterschaft, dass du am Ausland kann eben ein Kant über eine Leihmutterschaft bestalt gehen, dat dann ha hinner könnt, an dat as eng einer Meket du aus de Message und Mammen, weil dat das ganz dacks auch für homosexuell männlich koppeln, du hast de Message und Mammen, dir sieht net wichtig für die Entwicklung vom Kant an und Frauen allgemeng, dat het meiglich getaut, ein konzeptuell Unmöglichkeit für uns, etwas möglich für eine Frau als Gebärmaschine zu engagieren, mit allem, was da durch Exploitation an und emotionalen Dramata für die Damen, die du betraf, als bedeutet. Und das ist so, dass das menschliche Leid, was durch die doen Techniken ermöglicht wird, herbeigefordert wird, politisch herbeigefordert wird, als well dokumentiert. Weil es sind Lokaner, die abgewusst sind, als zum Beispiel Produkte von einem unbekannten Pap, von einem Tierdonneur, die Témoignage publizieren, was das für ein Leid ist. Und wir wären als ADR. Wir so alles, was medizinisch möglich ist, muss gemerkt werden. Wir sagen, es gibt kein Recht aberkannt, es gibt Recht auf dem Kant. Und das ist als Position, die wir vehement verteidigen, es ist eine moralische Position, es hat nichts mit Diskrimination zu tun, es hat mit einem engagierten Antreten wie das Recht auf dem Kant zu tun. Und das ist eigentlich die Linie von unserer Politik. Wir gucken noch, wenn wir schon bei der Familie sind, ganz nah, wer der merkt am Steuerbereich, weil das ein bisschen Tendenz mengenlich an dem Regierungsprogramm lo für die Familie auch steuerlich aufzuschärfen. Weil wenn den Splitting nicht mehr möglich ist, also eben froh, wie im Familienmodell kann die Familie überhaupt auch steuerlich nach evaluieren. Aber wir gucken das ganz genau, das ist auch ein Gedanke, den in der CSV für drunten angeschwert ist, was geschieht mit den Familien an der Steuerreform. Auch als Tendenz von dieser Regierung, da weiter zu machen, wo es wäre, mit den Krächen und so weiter. Und das ist eine Kritik, die mir immer formuliert tun. Wir haben nicht dagegen, wenn Eltern zu zwei Welle schaffen können, dass die optimal Bedingungen haben, wie Kinder können versorgen zu lassen, an der Zeit, wo sie das füllen, wo es nötig ist. Aber wir hätten auch gerne, und dazu wir auch konsequent, dass Eltern, die für sich in andere Lebens, in andere Familienmodelle wählen, dass die weder steuerlich noch irgendwie infrastrukturell oder sonst benötigt gehen, aber dass das ein Modell ist, den der Staat auch soll unterstützen, dass das auch eine Sache von Freiheit, das eine Sache von Schwach, an de Schwar wollen wir de Familien losen. Mir hatte gesot am Anfang an dieser Debatte hat gesot die neue Verfassung Artikel 38, die kann ja so gelesen gehen, dass den Rechte bekannt abgeht. Und das unterstützt also Standpunkt auch über die neue Verfassung. Wir sind nicht dafür, dass einfach der Gesamtpakt, den ausgehandelt wird, der Leid vier gelöscht wird. Es steht auch noch an ihrem Koalitionsprogramm, Leute sollen konsultiert gehen. Mit dem Park ist ja fertig. Wie sollen sie da konsultiert gehen? Das ist ja ein Hohlfloskel. Es ist zu fertig, dass wir heute mal eine Propagandaexerzice, ein einseitige Propagandaexerzice rankommen, wie es beim Referendum 2015 geschieht ist. Das ist ein Risiko. Das kein Debatte gibt, mehr ein Indoktrinierungsversuch. Die Disposition zum Beispiel über die Familie untermauert die Richtigkeit vom ADR-Argument, die seht, wir lassen das besser, wir lassen Einzeldispositionen aufstimmen. Vielleicht sind Leute mit Disposition X d'accord, also sie vielleicht nicht mit einer anderen Disposition d'accord, aber da waren Leute nicht d'accord, sie sollen das auch nicht an eine neue Konstitution rankommen. Herr Karteiser, sind Sie d'accord, dass Herr Baudry eine Frage stellt? Das ist für mich eher den Herrn Baudry nutzen. Merci, Herr Karteiser, an dem der Eier gerecht zu gehen. Der Schengen zu steieren und der Disposition, die man am Verfassungsprojekt dran und das Schiff in Recht hat,
eng Familie zu gründen. Wo den Text hier kennt. Also ich net einer Quizveranstaltung eng vorstellen eng Chance gin dann ze gin. Wann dem so eng Intervention mcht iwwer so Sujet graves Sujet, da muss vielleicht doch gucken, wo kommt dann eigentlich die ganze Disposition hier, das textuell Disposition als der Schacht Europäen der droit de l'homme. Ja, dat is Behauptung, Herr Baudry. Das war mir das gut. Also schon an der Zeit, die man nur bleibt, will ich kein Code droit machen. Mir ist schon dagegen, dass Einzeldispositionen aus Konventionen zitiert gehen, ohne den Kontext. Das ist zum Beispiel so, dass Herr Meisch sagt, wir müssen die Menschenrechtsdeklaration an den Schulen ausdehnen. Aufgrund auch von dem, was ich gefragt habe, mit der Sohn ist auch Herr Meisch, da merkt aber auch die Schüler darauf aufmerksam, dass da in Artikel 3 dran steht, wo das Recht zum Leben betont wird. Zum Beispiel. Und nicht nur ein Diskriminationsverbot. Und dann, als es nachfroh, den Blick, wo die Konvention geschrieben ist, wird den dann durch verstehen, in dem Diskriminationsverbot vertraut invokiert wird. Etwas ähnliches, wie das vertraut gemerkt wird. Nee, ich denke, wo keinem Sujet auf. Ich mache heute Punkt, dass eine partielle Zitation von einem internationalen Instrument irreführend ist, und ich schloss mich nicht an eine irrtümliche oder eine irreführende Diskussion ran, wenn es einer partieller Zitation, die aus dem Kontext gerappt ist. Das ist meine Antwort, die ich gebe. Das ist die Antwort, die ich gebe. Ich komme an der Zeit, wo ich komme, wo ich nur nach 100 Mal pro Wort auf Außenpolitik zu schwätzen, das schüttet dass ein Asselboden nicht da ist, weil das erste Element, wenn ich schon will, so immer auf den Funk, wenn das sagt, gehen wir sind überzeugt, dass die Regierung kann die Kommentare vorlesen. Das ist auch da ein Vorwurfsstil. Mir hatte zum Beispiel für kurzem am Mittag gestoßen, dass der Asselborn ganz offensiv Positionen in Europa vertreten hat, weil der neue für ein kleines Land nicht opportun ist. Und hat er für kurzem gemacht mit der Republik Österreich, ich weiß nicht mehr genau, wen wir gewählt hat, mit zu waren nicht elogiös. Man muss ja wissen, dass Österreich nicht nur extrem eng historisch Beziehungen haben, aber über 1000 Lützeburger Studenten sind da, die ein Traitement de Faveur von der Republik Österreich kriegen, wo die Österreicher gekämpft haben dafür. Die Österreicher gekämpft haben dafür, dass Lützeburger können unter dem österreichischen Medizinquota durchstudieren. Das heißt, eine Regierung, die auch nach einem immensen Kampf für als ege Studenten gefeiert hat, die mir an der Baupolitik gratis, ohne Grund einfach kritisieren. Das ist keine Diplomatie. Es ist einfach falsch, so zu handeln, und es spricht den Narrenkeier, als den Abruf und Regierung eine Diplomatie zu feiern, die den Numm auch verdient. Es ist auch ganz verwunderlich, wie zu gesehen, wer da eigentlich an dem Regierungsakkord über die Baupolitik draufsteht. Decisionen über Politik per Majorité qualifiée. Wir gehen als also Antennen von Deutschland oder Frankreich an Zeit von Europa am Gangen aus vielleicht aus den Ausdruck auseinander zu brechen zu viel stärker. Wir am höchsten Maß instabil zu sehen, wo immens groß Klivagen an der Europäischen Union bestehen, wo Großland schon rausgeht, an anderer vielleicht darüber denken. Und da gehen wir hin an eine Zeiten von höchster Instabilität, aber so eine Außenpolitik, Sicherheitspolitik, die sollen in Zukunft mit Majoritäten dezidiert gehen. Das ist auch kurzsichtig, weil wie seht ihr, guckt, wer der Frankreich los ist, guckt, dass Deutschland politisch nicht mehr so stabil ist wie für ein paar Jahre. Wie seht ihr, dass dann 10 Jahre an den Ländern Regierungen sitzen, wo dir der Kau wird, für die Majorité qualifiée, von denen praktisch mit regiert zu gehen. Es ist kurzsichtig, es ist nicht am Interesse vom Land, so eine Politik zu machen. Genauso wie Dispositionen an dem Koalitionsakkord stehen, die dem Maastrichter Vertrag gegen überlaufen. Eine Transferunion ist verboten, aber die sagt, es soll mir eine gerechte Verteilung von den Ressourcen in Europa geschehen. Der Moyen ist gesagt, wir sollten eine europäische Arbeitslosenversicherung envisagieren. Alles das sind Transfermaßnahmen an Europa, die sich nicht am Maastricht-Vertrag vorgesehen sind, ihr zu verboten sind. Dafür ist die Europapolitik, die dir hat, beruht nicht auf dem Interesse vom Land, also sie beruht auch nicht auf der Vernunft. Das ist auch kein Wunder, dass der Herr Finanzminister, ob schon mal die Finanzen vom Staat nicht gedeckt hätte, aber sich schon d'accord war, für das europäische Budget massiv mit zu unterstützen, zum Teil für den englischen Depart auszugleichen, 200 Millionen Euro mehr am Jahr, wurde angedeutet. Und das Lützeburg auch prinzipiell d'accord ist, für Ressourcepropre, das heißt europäische Steuern zu autorisieren. Und gleichzeitig steht am Koalitionsakkord, dass
die Regierung sich gegen inquietieren über die große Militarisierung am europäischen Budget. Einerseits so den europäischen Budget als der viel militärisch, andererseits will der Meisuren dort raschstierchen. Bei der Integration will ich just auf hier streichen, dass das zwar so, das solle mehr Sprachekuren offeriert gehen. Es steht aber nicht am Koalitionsprogramm, dass mehr Sprachen auf Lützeburgisch müssen offeriert gehen, mehr Kuren für Lützeburgisch zu lehren. Und das ist ja aber eine komische Integration, ob Lützeburg an der Regierung einerseits an der Sondesrede sieht, Lützeburg als Integrationsspruch am Land, am Kapitel über Integration, das aber nicht annimmt wird. Ich will noch vielleicht aufschließen, weil das nicht mehr ganz viel Zeit. Für ein paar Worte über die Schule zu sagen. Die Schule ist eine von den größten Herausforderungen, die wir an diesem Land tun. Das ist als Zukunft von der Gesellschaft, auf alle einzelnen jungen Menschen natürlich die Möglichkeit für sich nur optimal weiterzuentwickeln, sowohl was die Bildung als auch die beruflichen Perspektiven angeht. Wir stellen fest, dass die Bildungspolitik hier, die das Regierung plant, ein ganz Reihe Nachteile hat. Das erste ist, dass die Schüler weiter also nicht gehabt gehen. Dass 12 von den internationalen Filieren soll klammen. Dass immer mehr Möglichkeiten sollen offeriert gehen, für nicht durch einen traditionellen Lützeburger Spruch zu gehen, dass also die Integrationsleistung von der Schule weiter geschwächt wird. An der zweite ist, was wir immer kritisieren als ADR, das ist das Nivellement vers le bas an den Schulen. Und noch die geht vier, weil am Regierungsprogramm steht, es soll nicht Schüler demotivieren durch eine Negativkultur von dem Fehler. Das heißt, du selbst soll der Fehler nicht mehr korrigiert, nicht mehr bestraft, nicht mehr erwähnt gehen, weil das ja alles dann negativ. Aber wie will ein Mensch etwas lehren, wenn ihm seine Fehler nicht gewiesen gehen, nicht erklärt gehen? Es ist Grundkondition vom Lehren, wie der kann seine Fehler erkennen, und das ist falsch, wie zu sagen, es soll nicht darüber aufmerksam gemacht gehen. An der Kulturpolitik, die Umsetzung vom Kulturentwicklungsplan, wir haben den als ADR kritisiert, denn als bürokratisch soll ein Kommissär für Kultur angesagt gehen. Aber für allem, was da steht, an der Menge mit Recht. Das ist zwar, dass viel über die Kultur hier am Land geschwärzt wird, aber dass die Begrifflichkeit von der Lützeburger Kultur als solch nicht erwünscht ist. Die steht nicht dran. Als das komisch, verwunderlich, dass eine Regierung gibt, die eigentlich den Begriff zu geben der Lützeburger Kultur nicht an ihrem Regierungsprogramm hat. Als das etwas, was nicht förderungswürdig ist, Lützeburger Schriftsteller aus der Vergangenheit, der Lützeburger Patrimoine, was weiß ich, mir hatte schon über den Kulturentwicklungsplan hier geschwärzt. Wir bleiben als ADR der Meinung, dass die Lützeburger Kultur unheimlich reich ist, und dass sie wertvoll ist, und dass es auch eine Verantwortung von uns als die zu pflegen, und so in die nächste Generationen führen zu gehen, und dass wir erwarten, dass die Lützeburger Regierung nicht exklusiv, aber für allem die Lützeburger Kultur pflegt und führen geht. Den Herr Bausch hat die Ressoren von der Verteidigung und von der bannensischer Sicherheit überholt. Mehr kaki wie gering, mehr das sind 5 Nuancen, wir kommen dann darüber zurück. Aber auf jeden Fall wurde das gewundert, für ein Regierungsprogramm zu lesen, dass ein Pol gouvernemental aérien soll geschafft gehen. Und froh, die Regierung will stellen, was heißt das genau? Will der Regierungsflieger kaufen, wie dummer dort Klimakonferenzen zu fliehen? Ich meine, das ist eine Frage, die wir als Gestalt tun. Geht der Linienflieger nicht durch? Das ist eine Frage, die wir... Helikopter bestellt, die muss ja... Schneider will eine Frage stellen. Nee, ich wollte dir eine Antwort geben. Scheiren, dann da fragt, ob das... Herr Schneider, ja. Ich will den Herrn Karteiser just daran erinnern, dass man Helikopter bestaunt haben und dass die ja irgendwo müssen auch im Findel stehen. Ja. Und das ist man da gemerkt. Als das gemerkt, man Pol gouvernemental aérien, ein Parkplatz für Helikopter. Okay, das on prend note, on prend note. Gut. Merci, Herr Schneider, für die Präzision. Und die nächste Frage, die ich aber den Herrn Bausch will stellen, vielleicht als ein anderer Member von der Regierung, der kann darauf antworten, das ist ein Interview, das den Herr Bausch login hat, über die Möglichkeiten für ausländische Polizisten an der Polizei abzuholen.
Normalerweise als Forcepublik als pouvoir régalien vom Staat für Diplomatie, das heißt, dass sie Plätze, die den nationalen Ressortissants, wann Kadre sind, vierbehalte sind. Den Herr Bauschet an dem Interview geschrieben, dass könnt die envisagieren, ausländische Polizisten zu engagieren, avec des éléments de connaissance mengglisch de Luxembourgeois Text Detail, dat ist froh wär an Schmengen Herr Büttel kann dat vielleicht nur an der Antwort noch Herr Bauscher könnt beantworten, wat as dat fir eng Idee, wieviel Lützeburger schmisten die ausländischen Polizisten erkennen, an wie seriös as der Regierung mat der Überlegung. Et wär iwgens an der Forcepublik allgemeng interessant zum Motor fir Rekrutement bei der Armee zu verbessern, fir besser Karrieresperspektive fir Soldaten zu schaffen. Mir hunn lo an lächten Deeg gesinn der Distributionsprobleme bei der Post existieren. An ich denken dacks mat Nostalgie und Dezeitreck wo die Leute die vom Heerebiersch kommen, sie konnten eng Karriere als Briefträger bei der Post kreen, dat wo gut, dat wo effikaz, dat denen diese Sto 3 Jahre freiwilliger Armee gemeldet, wie aus dem Land zu dingen eng gut Karriere freiert an den aktuelle System, den schenkt qualitativ net der run zu kommen, wat man freier hätten, dafür wir werden net run denken, wie Briefträger iwwer der Armee zu rekrutieren. Das wird der DR mengen ist ganz klar, dat man an unserer ganzer Politik werden oppassen, dat man net nimmen den Umweltschutz als Ökologiewerte betreiben, wat ganz wichtig ist, mit dat man auch an all unseren Aktionen eng Ökologie wo Mensch mat betruchten. An das wat Job für Druck gesot hat, an der Reproduktionsmedizin zum Beispiel, dass dat auch auf vielen anderen Bereichen, wo man einfach gucken, wie der Mensch durchsteht an der Gesellschaft, und dass dat eigentlich wat für uns das Wichtigste. Also das wichtig, dass den Einzelnen an dieser Gesellschaft als einer Gesamtheit respektiert wird. Das für uns aber auch wichtig, dass Lützeburg und Lützeburger allgemein an unserer Kultur, an unserer Spruch, dass die auch von dieser Regierung respektiert gehen. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass das so bleibt. Ich so nicht merci. Merci vielmals, Herr Kartheiser. Damit wären wir Ende von der Liste von den angeschriebenen Redner. Und als nächstes stellt der Herr Premierminister am Namen der Regierung Stellung. Herr Premierminister, die Wort.